Hallo, meine Damen und Herren, liebe Freunde, da bin ich wieder mit meiner heutigen Sonntagslesung. Ich hoffe, es geht Ihnen, es geht euch gut. Was ich auch von mir sagen kann, ich sitze wieder in der Oma- und Opa-Ecke, ja, und als erstes zünden wir wieder gemeinsam die Kerze an. So, nun brennt sie. Heute habe ich Ihnen eine Kurzgeschichte, ja, wieder eine Kurzgeschichte von Hans-Joachim Meyer hier aus Harburg mitgebracht, eine Plattdeutsche, und die musste ich aber diesmal aufteilen, weil sie für Instagram zu lang ist, und naja, da kann man sich freuen, wenn man den Rest später hören kann, sehen kann. Ja, mich kann man sehen. Ja, ich fange mal an. Der Bank an Uetjendiek. Der Uetjendiek ist hier gleich unten bei uns, wo wir wohnen. Und da ist es sehr schön. Der Frau wrangelt sich mit ihr prallen Taschen und de Dreifdör von der Post. Mit dat Inkäupen is sie nu chlor. Sie will to Fot nu Hus, der hast jetzt droht langs. Wie dat wunderschöne Wetter hätt sie ihr Auto in de Garage loten. Se kickt ob de zwei Jungs, de innen ob en Bank an Uetjendiek sit. De een is doch Rolf, ihr Söhn. Den andern Jungen hätt se noch nie mit em to Hop sehn. Lang obschoten is de, man sag's nicht öller as Rolf. Vielleicht ihn ut sien Klass. Just will sie ihrem Sohn wat zuropen, do blieft ihr de Wür in Hals stecken. Der Jung nimmt mit Mol Rolf in Arm und drückt em fast an sich. Und Rolf bedankt sich mit ein öllig langen Kuss. Der Mutter verfährt sich und so to, dat se von her wieder abhaut, ehe dat sich ein von de beiden umdreht. All früher dach se af und an, dat do wat mit ihren Söhnen nicht stimmen kun. Wenn Rolf zum Beispiel wegging und vertellt, dat er sin Freundin Gisela wie Mathe helfen will. Und einstün Lothar lebten sich Gisela und Mutter ob de Lüneburger Stroh übern Weg. Oder wenn sie versöch, Rolf wie Gisela an Telefon zu kriegen und er do überhaupt nicht obkrützt wär. Tröpte sich vielleicht lang heimlich mit düssen Jung? Wie huse überlegte Frau, und wenn der Rolf em wahrhaftig leef het, da ist doch eigentlich nix bi hüterdogs. Bloß wenn dat in sin Schulrut kümmt. Rolf is all Söstein. Man he kann sich nicht dörsötten gegen de grauden, stävigen Jungs, wenn de Strit anfangt. Jümmer Wetter gift dat Klopperei in düsse Schul. Und dann ook noch so wat? Ein Jung, die wat mit n andern Jungen het? Nicht ut zu denken. Se kann dat gar nicht aftäuben, do mit Vater über zu snacken. Für wüsstest du eins to swat, begeucht der Vater lot an oben, as Rolf sich allang zum Slopen verdrückt het. Vielleicht probiert he bloß wat ut. Dat mogt die Jungs doch meistens in sin Öller. Na, ich weet nicht, meinte Mutter. Dat lädt eher as de ganz große Leefte, as sich de beiden de opfern den. Ich bin meist ob Rolf afgünstig worden. Du hast so wat allang nicht mehr mit mi mogt. Ob ein Bank sitten und mi afknuddeln. Wat schall de Schnackerei? Lut uns mal no betten, morgen gibt wir den ganzen Wach zu beloben und zu bedummen. An andern Tag geit de Vater no 4 Augen nicht licks no Hus. Wat schall ihr do ook allein? Sin froh is ja ob besorgt wie ihr Süster. Und Rolf mag hüt ob lebst nicht in der Meut kommen. Hi sit nur in Krog. Vor ihm steit ein Lütt und so wat brugt er nu ook.
So ist denn dat, ob sie'n mogs lohn, wat Mutter gestern überall vertellen de. Jümmer Mutter nur an sin eigen Schuld trüchtinken, an sin Freund Jan. Ein müsst dat damals ins Hut kriegen hem, dat zwischen Jan und wat mehr afleb as in der Schulfreunde. Ein Gang ha den oplurt und düchtig vertobakt. 4 Weken drüffe sich in Krankenhus von binnen ankicken. Der weh doch, nur der Hauerei kon ihn noch verknusen. Viel leger wird dat feulen. Du bist so greisig allein, wenn so 4, 5 Mackers ob die los wird. Nimm's, auch sin Öller nicht, ha er damals vertellt, und wat für'n Grund sie vertogeln den. Achternöm küm hier nur in einer Schol. Ook ob Jan hatte Gang dat afsehen. Man, wat mit passier, krieg je nie nicht gut, wohl he auch gar nicht weten. So bang wär he nur düt Belebnis worn. Und viel lauter lehr he sin Frau kennen und ha he auch leef won. Und dann wär auch all Rolf unterwegs. Sin Frau weet absolut nichts von sin Freund und den ute Tiet. Jan ha ut sin Besinnung utstreken, as en zwatten und genierlichen Dach in Kalender. Und nu kümmt ahns wer no boben, wat eigentlich vergeten woll. Wedder piert dat geweten, dat dessen Jan einfach afschreven ha, lickerts dat ein fein Kerl wär. Mutti as Vater dat nicht ansehen sollen, wedder gut moken? Wenn Rolf mal in de Bedrulje kümmt, grot wo er doch über so'n Slach Freundschaft und sin eigen Beleben bescheid weet. Wofür Öllern giftert, der mit so wat überhaupt nicht klarkommt. Ganz so lettig as Vater meint, is sin Wohnung obstuns nicht. Warum trägst du din Unterbüchs nicht ut? Wird Rolf dat Liesen an sin Ohr zwiestern. Nu man sutje, antert he. Ich hef doch so wat noch nie mogt. Dat weißt du doch. Beid liegt se fast umslungen in Rolf sin Puch. Dat Bett is nicht sonderlich breit. Und as dat let, kümmt jen dat öllig gut to pass. Rolf muckt sich bloß und grippt mit sin Arm blanken Säck. Du bist mi vielleicht ein. Du hast ja Silben noch din Büchs an. Sie drückt sich wieder eng an sich ran. Kevin, wird wir nicht doch Licht anmucken? Ob beste lüde Lamp du achtern? Ich kann ja doch gar nix von dir sehen. Wenn du lachst zum Beispiel, ob din Lachen feug asig af, hab ich dir dat noch nicht secht? Wie mi gift dat nix zu kicken, secht die Stimmen in Düstern. Ich bin viel zu spittelig, muck mi gar nicht für'n Spiegel stellen. Hut man min Arm an, nix as Hut und Knochen. Muck dir dat wirklich nix ut? Gut morgen? Du bist ja mal, solange ich mi kein Buhl an die Stötten do. Da kriegt Rolf ein Säugen obdrückt. Dünne Fingers glitt über Rolf sin Bost und spielt mit ein von sin beiden Nippels. Hol hopp, dat kittelt, knudert he und gift ein Klaps ob der Hand. Dann wird dat Flustern an Ohr. Bist du sicher, dat die Mutter nicht liegt, wer da trüchkümmt? Rolf antert, do weiß man nicht bang. Wenn der mit min Tante in der Gangen is, dann klönt beiden über Höhen und Bedühen. Da könnt wir old und Griesby waren. Und dann duert auch noch ne Tiet, bis sie ob Neugräben groben, wer da ein Hauerwoch is. Und Vater? Der kommt faken is lot von sin Arbeit. Na, den Snack in Gott sin Ohr, grummelt dat uten düstern Tröch. Wenn Tante Ursel nun gar nicht bei Hus is und sin Mutter doch wieder hier obdückert. Oha,
eins, bloß dat nicht. Mutter muss doch glauben, hier helpt Gisela bei ihrem Matheaufgaben. So als jümmer, wenn ihr mal für 2, 3 Stunden auf Besorg weggeht. Oder hätt sie all wat magt. In der letzten Tiet hätt sie im Fagen so snarksch ankeken. Der Hand kriegt nur Rolf sin Büchsfaut. Was ist mit die? Fragt Kevin. Hey, ist ja wieder lütt worden. Du bist bang. Für mich? Für die Söben? Oder für die Mutter? Was hast du immer mit min Mutter? Und wenn sie doch kommt, na gut, dann sagt wie, wir sind dreimal rund um Budenmüll lopen und nu trägt wir uns Chlor, in Düstern, in den Puch. Du muckst mi vielleicht bos. Du kennst min Mutter nicht, sagt Rolf. Wenn der nu Hus kommt, tüt sie erst mal Jack und Show ut, dann söcht sie 5 Minuten lang ihr Puschen und wie hebt Tiet mehr als nog. Nu feult Rolf de Fingers über sin Lippen. Swie still. Swie still, ich hör wat. Ein Dörr klappt to, ein Slüttel klötert. Schreit gut ob und dohl. Schied an Prim, nu is sie doch do, fleut Rolf Liesen. Jümmer, wenn sie ganz und gar nicht pucken kann. Von der Dörr hätte bloß dat Klappen hört, nicht dat Obsloten. Wenn sie nur ein Zeit lang binnen wär. Wat muckt wie, denkt je, einfach ut dat Fenster ut nein, so as ein Kinoklamotte? Ja, wart nix ut, wie wohnt in der 3. Etage. Rolf, bist du da? Nu het Rolf dat hielt. He tust dat, Mann unter die Deck, wie fallt all wat in. Und mit lude Stimm bögte, ich bin hier, Mutter, nicht hinkommen, hab mir just grad abduscht. Forts knippte dat Licht an, kleidt sin Kladoste hob und trägt sich an. Dann geht hin nu Mutter rüber in de Kölk. Ja, und wie dat nun wieder gut, dat lese ich dat nächste Mal für. Ja, dat kann, ja, ich sag dat dann an, wenn dat so viel ist, nicht? Morgen sind wieder die Kinder dran. Ja, vielleicht übermorgen. Ja, übermorgen. Dann lese ich das wieder. Und nu, ja, Lüd, uns gucken ist nun auch lieg fertig. Und dann wird wir auch noch gut gehen. Das Wetter ist so schön, Lüd. Ich hab mir das erste Mal ein krottärmeliges Hemd antrocken. Jo, nun war das vielleicht doch noch Sommer, Frühling. Ja, lot wir uns das gut gehen. Blieb gesund und passt auf die ob. Stay at home, leave to Hus. Und nun muckt wir die Cats wieder gemeinsam ut. Ich wünsche was, muckt das gut und tschüss.